Hallo, Anfängervideo 6 zu Nomad Sculpt. Hier geht es um die Symmetrie und ums Spiegeln. Springen wir in die Nomad Sculpt App und hier ist wieder so eine Art Startbildschirm. Und wenn man jetzt hier irgendein Tool verwendet, ich mache mal das Wireframe aus und grundsätzlich ist normalerweise diese Symmetrie an, wenn man hier jetzt das Mesh bewegt oder dann irgendein Tool verwendet, dann wird das vom Anfang an aus symmetrisch gemacht. Diese Symmetrie findet man hier. Das kann man an- und ausschalten. Und der zweite Punkt ist hier oben, ist auch die Symmetrie. Hier oben sind die Einstellungen zur Symmetrie. Man sieht jetzt, ich drehe jetzt die Kugel etwas. Im Moment ist diese X-Fläche aktiv. Das sind die Planes. Das sind also die Spiegelfläche. Hier man kann alle aktivieren. Man sieht jetzt, wenn ich benutze jetzt mal das Move-Tool. Jetzt sind alle aktiv und jetzt wird es an allen an allen drei Flächen gleichzeitig gespiegelt. Gibt natürlich dann dementsprechend die Reaktion. Okay, dann gibt es die Möglichkeit, wenn diese Symmetrie auf der linken Seite ausgeschaltet ist, dass jetzt nur diese Aktion ausgeführt ist und ich aktiviere jetzt nur diese X-Fläche, kann ich über dieses Spiegeln im Menü hier von links nach rechts die Sache wieder rüberbringen und dann wird das Mesh gespiegelt, das Netz. Dementsprechend kann ich diese Flächen aktivieren und spiegeln und die andere Fläche aktivieren und auch spiegeln oder so spiegeln. So kann man, im Endeffekt bräuchte man eigentlich immer nur eine Hälfte erstellen und alles andere kann man spiegeln. Die Flip-Funktion flippt das Teil rüber und spiegelt es auch. Okay, ich mache mal ein praktisches Beispiel. Und zwar, ich habe hier jetzt ein Plane. No. Ich bringe die in die Frontansicht. Ich schalte mal das Wireframe ein und mache hier mal eine Form. Und ich nutze hier die Trim-Funktion. Ich habe dieses Hole-Filling ausgeschalten und schalte auch die Symmetrie aus. Ich erstelle mir jetzt hier eine Form. So eine Art Rahmen. Und ich maskiere mir den, halte die Maskentaste gedrückt und maskiere die Form. Und in der Maske extrahiere ich die Form. Mit Gizmo kann ich die Sache auseinanderziehen. Diese Plane hier, die braucht man nicht mehr. Und ich gehe jetzt hier in die Top-Ansicht. Wo ist mein Gizmo? Ich habe das Objekt nicht ausgewählt gehabt. Und drehe mir das. Ich drehe mir das in einen 45-Grad-Winkel. Ich mache das einmal etwas schmäler hier in der Richtung. Und jetzt kann ich diese Spiegelachsen verwenden. Man sieht hier diese rote Spiegelachse
Und jetzt kann ich hier das rüberspiegeln von links nach rechts. Und ich schalte diese Spiegelflächen jetzt um. Entschuldigung. Jetzt sehe ich es besser. Hier sieht man die blaue Spiegelfläche und jetzt falsche Spiegelrichtung von rechts nach links. Und so hat man aus diesem Profil 0, nichts mit Spiegeln einen Bilderrahmen gebaut. Top View. Ich drehe mir jetzt das in den richtigen Winkel. Kann diesen Gizmo auf die lokale Funktion setzen. Und jetzt schaue ich mir die Spiegelachse an. Im Moment ist die blaue aktiv. Ich schalte auf die X-Plane und kann jetzt auf der linken Seite dann die Symmetrie einschalten. Und jetzt kann ich diesen Bilderrahmen hier in der Breite verstellen. Und hier mit dem Pfeil in diese Richtung. Dazu muss ich aber immer diese Planes versetzen, damit er in der richtigen Richtung funktioniert, damit es so funktioniert. Beim Sculpten, ich bringe mal eine Kugel rein. Mit dem Move Tool. Ich mache jetzt mal die Symmetrie aus und knietsch mir diesen Ball etwas zurecht, dass der etwas wie ein Gesicht ausschaut. So, im Moment ist das Ganze sehr unsymmetrisch und jetzt kann ich hier hergehen und sagen, okay, ich nehme mir mal Symmetrieachse und die kann ich eingeblendet lassen. Show Plane ist da unten ein Haken. Und jetzt kann ich mit dem Gizmo das Netz auf diese Symmetrieachse ausrichten und dann spiegeln von rechts nach links, um diese Form rüber zu spiegeln. Und wie gesagt, diese Symmetrie, das kann man immer wieder, jetzt, wenn man das vergisst einmal, dass das an ist, kann man immer wieder die Symmetrie rüberspiegeln und dementsprechend so nutzen. Am besten ist natürlich, man hat die Symmetrie immer ein. Das ist jetzt einmal die normale Symmetrie und das normale Spiegeln. An einem Zylinder kann man jetzt auch einmal diese radiale Symmetrie anschauen. Die gibt es auch noch. Da müssten wir aber extra Video drüber machen, über die radiale Symmetrie. Man kann jetzt hier im radialen Menü einstellen, wie viele radiale Punkte das es geben soll in der Symmetrie und kann jetzt im Move habe ich jetzt praktisch diese Anzahl an radialen Punkten, 8 Erfassungspunkte habe ich und kann dementsprechend an 8 Stellen gleichzeitig das Mesh anfassen. Ich kann das natürlich wieder verändern, indem dass ich dann bloß 4 Punkte mache und kann hier das so verändern. Es ist dann gleichzeitig noch möglich, diese
diese Spiegelachsen zu nutzen, indem dass ich jetzt diese Y-Plane aktiviere und hier Veränderungen vornehme. Jetzt wird es gleichzeitig gespiegelt und radial verändert. Also diese Einstellungen findet man alle hier in diesem Menü. Gut. Ja, es gibt nur einen speziellen Punkt, das müssten wir auch extra behandeln. Das ist der unterste, das ist dieses Gizmo Edit. Da kann man auch noch Spielereien damit machen. Erfordert aber etwas mehr Zeit. Soweit, so gut. Viel Spaß beim Sculpten. Tschüss.